Herzlich willkommen zu Talk and Prayer. Wunderbar bist du dabei. Wir erwarten eine halbe Stunde mit dem Heiligen Geist und mit diesen zwei Granaten. Joel Vögeli ist hier mit uns. Freue mich sehr, dass du da bist. Schön hier zu sein, danke. Und auch Paul Sieber, super, dass du da bist. Wir wollen den Sonntag, nicht den Sonntag, denn die Osterzeit vertiefen zusammen. Joel, was hat dich ganz besonders berührt an Ostern? Du hast so den Karfreitag gemanagt und auch da online durchgeführt. Da hat es mega starke Momente drin gehabt. Was hat dich persönlich berührt? Diese Dichte von der ganzen Passionsgeschichte, das ist für mich einfach unglaublich viel da drin und viel Kraft und viele Ereignisse. Jedes einzelne wäre ja schon eine ganze Geschichte wert und das reiht sich so aneinander und berührt mich und haut mich um. Diese Dichte von dem, was hat Jesus alles für mich getan. Und ihr habt das aufgeteilt in diese Sessions und dann hat es so einen Moment gegeben, hast du mir erzählt, hat es dich selber so berührt, dass du geweint hast. Kannst du uns dann mal kurz mitnehmen, so ein bisschen in deine Gefühlslage dort? Wir haben da alle diese Stationen haben wir ja erlebt eigentlich. Der ist ja sehr interaktiv, der Passionsweg. Und es wurde mir bewusst beim Vorbereiten, es steht immer wieder, damit die Schrift erfüllt wurde. Und auch, wenn man so die Perspektive hat, was hat Jesus alles erleiden müssen und alle diese Menschen, die alle am Limit sind in dieser Geschichte. Und dann kommt am Schluss der Satz, es ist vollbracht. Und als Dave da diesen Satz gesungen hat, it is finished, da hat es irgendwie Klick bei mir gemacht und ich habe gemerkt, hey, es ist noch, das ist krass, was Jesus da gemacht hat. Er hat die ganze Schrift erfüllt, den ganzen Preis bezahlt, den ganzen Sicherung. Das ist, ja, Joel ist schon wieder drin, er hat schon wieder feuchte Augen. Es ist kraftvoll. Ja, für mich war das nicht, für mich ist Ostern nie einfach ein Fest, wo ich mich ein bisschen mit einer Geschichte beschäftige. Das ist, ich habe gemerkt, ich lebe eigentlich nur noch für das. Mehr zu verstehen, was Jesus für mich getan hat, das reicht mir. Also das wollen wir gleich vertiefen, auch den Satz will ich noch vertiefen danach, dass alles so am Limit war. Paul, bevor ich dich dann frage, wie es für dich war, kannst du einfach so uns reinnehmen in ein Gebet, dass wir eintauchen können in seine Gegenwart und uns offen sind für diese Gebetsstunde, halbe Stunde. Sehr gerne, Jesus, und ich danke dir einfach für die kraftvolle Osternbotschaft, die du uns einfach gegeben hast. Danke, dass du erfüllt hast, und ich möchte jetzt einfach beten für diese halbe Stunde, dass du uns einfach hineinnimmst und uns einfach vertiefst in diesen Ereignissen und in diesen Gedanken, Jesus. Wir machen uns auf für diese Zeit. Danke, dass du sprichst, hier bei uns im Studio, aber auch da zu Hause oder da, wo du unterwegs bist. Danke, sprichst du, Heiliger Geist. Wir danken dir für Erkenntnis auch, nicht Erkenntnis, die uns aufbläht oder uns Blähung gibt, sondern die uns näher zu dir ans Herz zieht und die unser Leben verändert heute Morgen. Heute ist eine Chance, möchte ich dir auch zusprechen. Heute ist ein weiterer Tag, eine Chance, näher ans Vaterherz zu kommen. Amen. Amen. Nur noch ganz kurz, alles ist so am Limit. Was meinst du da damit, bei dieser Ostergeschichte auf diesem Passionsweg? Ich glaube wirklich, alle Beteiligten in dieser Geschichte kommen ans Limit. Also natürlich allen von Jesus selber, der geht ans Limit, der schwitzt Blut. Also ich kenne niemanden, der das schon erlebt hat, Blut zu schwitzen. Da bist du am Limit. Aber er war treu am Limit, wirklich, also 100% gegeben. Und das ist krass. Und dann eben die Jünger rundherum, sogar die Römer waren, der Pilatus, sogar auch die Pharisäer waren überfordert eigentlich mit der ganzen Situation. Die Mutter von Jesus stand da. Also alle sind völlig, das eigentlich niemand in der ganzen Geschichte könnte das irgendwie beschreiben. Sogar die Natur, also es wurde dunkel. Ja, die Natur war am alles Limit. Rundum war am Limit. Das war schon krass. Und es ist gut, wenn wir uns so damit beschäftigen, dass es bewegt uns. Es ist auch gut, wenn es uns eben bewegt. Also wenn wir emotional werden mit dieser Geschichte, wenn wir erkennen, was für uns bedeutet, oder? Wir müssen uns bewusst werden, dass wir alle erst wirklich einen kleinen Teil von dieser Geschichte verstanden haben und was es für uns bedeutet, was es für mich und meine Nöte, meine Probleme, meine Begrenztheit, meine
Gedanken, Anklage und alles bedeutet. Und wirklich, ich möchte einfach wirklich das mehr verstehen, diese Kraft. Ja, Für das beten wir jetzt. ja Dass bitte. wir einfach beten. Kannst du für das beten, Joel, dass wir Erkenntnis und das Bewusstsein bekommen für die Kraft dieser Geschichte heute? Jesus, vielleicht haben viele von uns diese Geschichte von deinem Tod, deiner Auferstehung schon oft gehört. Und trotzdem bitte ich dich um unsere Herzen, dass sie nie abstumpfen, dass sie hungrig bleiben, dem nachzugehen. Was bedeutet es, dass du dein Leben gegeben hast, dass du den vollen Preis bezahlt hast? So schnell sind wir wieder in Anklage, in Sünde, in Süchten, in irgendetwas gefangen, Jesus. Und führ uns immer wieder nah dahin, dass wir noch mehr dieses Geheimnis, dieses große Geheimnis verstehen. Und das übersteigt unsere menschlichen Fähigkeiten. Darum bitte ich dich, Heiliger Geist, offenbare uns Jesus. Ja. Immer wieder neu, jeden Tag. Wir brauchen deine Hilfe. Ja, und du hast an diesen Tagen so der Climax von der Geschichte, von deinem Plan mit uns Menschen, wo du das Weltgeschehen verändert hast, ein für alle Mal, Jesus ans Kreuz, unschuldig und dann den Tod besiegt an Ostern. Und ich wünsche mir wirklich, wie Joel auch das sagt und das spürt, ich wünsche mir, dass ich das ergreifen kann mit meinem Herzen, mit meinem Wesen, dass diese Geschichte mich ergreift, Jesus. Heute an diesem Tag, jeden Tag aufs Neue, die Kraft des Kreuzes und die Kraft der Auferstehung. Rede zu uns, Heiliger Geist. Immer wieder und gerade jetzt in diesem Moment. Amen. Amen. Ja, Paul, wie war für dich Ostern? Was hat dich bewegt? Ja, was mich bewegt hat, war, wir hatten ja ein Ostermusical auch vom ICF und da ging es um die Geschichte von Jakob und Esau. Und mich hat einen Moment bewegt, das war der Moment, als Jakob mit Gott ringte und mir liefen da auch die Tränen. Das war für mich mein Oster-Highlight oder der Moment, wo ich wirklich berührt wurde von Gott, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist eigentlich so typisch Gott. Er ringt um unsere Liebe, er ringt um unsere Aufmerksamkeit, um unsere Herzen. Es ist ihm nicht egal, wo wir sind. Und so funktioniert Gott eigentlich in der ganzen Bibel. Sei das bei Jakob oder dann auch bei uns. Sei das am Anfang bei Adam und Eva oder dann bei den Jüngern, als er ihnen den Heiligen Geist gibt. Gott will uns nahe sein. Und das hat mich so bewegt an Ostern, wo ich gedacht habe, deswegen ist Jesus hier hingekommen, um uns nahe zu sein, um Beziehung mit seinen Jüngern zu leben und auch Beziehung mit mir und mit dir zu leben. Und ich habe einfach gemerkt, hey, das ist unbezahlbar. Das kannst du nicht mit etwas in dieser Welt vergleichen. Diese Liebe, was Gott da macht. Crazy. Und das hat mich so bewegt, wo ich dachte, hey, ich muss eine Reaktion auf das geben. Ja. Ich will Gott eine Reaktion auf das geben. Und es ist auch so ein Riesenunterschied zwischen Jesus und all den anderen Glaubensrichtungen, die es gibt. Also der Gott will uns nahe sein. Wir müssen es uns nicht erkämpfen, wir können es uns nicht erarbeiten. Es ist einfach gegeben. Er kommt uns entgegen. Bei Jakob hat er ja die Leiter hingestellt und er begegnet Jakob, der gerade Riesenbockmist gebaut hat. Ist das nicht unglaublich krass? Es geht so gegen unser menschliches Verständnis. Ganz genau. Oder die gleiche Situation wieder. Jesus hängt am Kreuz und stirbt. Und da irgendwie, also er leidet ja und trägt die ganze Menschheitsgeschichte. Und was macht er da noch? Er kümmert sich noch um den Verbrecher zu seiner Linken. Dass der auch sicher geht. Also Jesus hört nie, er hat kein Limit, wie er uns liebt. Wie er uns nachrennt, wie er uns nacheifert. Er hat kein Limit. Das ist crazy. Und er ist da im Vollschmerz drin und sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Also wirklich, das ist unvorstellbar. Er hat kein Interesse daran, irgendwie uns böse zu sein oder auf unsere Fehler noch zu schauen, weil er die Lösung ja ist. Ja. Ich möchte gleich für dich beten, Ja. weil so oft haben wir das Gefühl, ja, wir müssen noch was zurechtbiegen, noch was in Ordnung bringen und dann gehe ich meinem Gott entgegen. Aber mich hat es einfach gelehrt, zu jeder Zeit, in jedem Moment, geh auf deinen Vater zu.
Und ich möchte für dich beten, vielleicht hast du ein schlechtes Gewissen oder du hast Ablehnung erlebt oder du fühlst dich irgendwie nicht in Frieden mit Gott. Dann möchte ich einfach für dich beten, dass du einfach ihm entgegenkommen kannst. Ja. Jesus, ich danke dir, dass du deine Hand uns ausstreckst. Vater im Himmel, das ist deine Haltung schon seit immer. Komm zu mir, ihr meine Kinder. Und ich möchte dich einfach einladen, jetzt in diesem Moment zu diesem liebenden Vater hinzukommen und auch die Vergebung anzunehmen, die er durch seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz einfach erfüllt hat, vollbracht hat. Ich würde gerne etwas machen, weil auch bei der Auferstehung die Geschichte von Thomas, wo der Thomas zweifelt. Also einer der Jünger und er hat noch die Frechheit, noch zu zweifeln. Und Jesus sagt, dann strecke ich dir halt meine Hand entgegen. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, weil die Geschichte von Thomas ist meine Geschichte ja in meinen Zweifeln. Und ich möchte mit dir was machen, was ausprobieren jetzt, ganz spontan jetzt. Und zwar, lass uns mal einfach die Augen schließen. Und in all unseren Zweifeln auch, ja, liebt mich Gott wirklich? Hat das wirklich eine Bedeutung für mich? Lass uns in unserer Vorstellung, denn wir wissen, dass es real ist, diesen Jesus, stell dir mal seine Hände vor, wie er sie dir entgegenstreckt. Seine Wunden. Und hab mal den Mut in deiner Vorstellung, deine Finger auf diese Wunden zu legen. Jesus, danke, bist du ganz persönlich für mich diesen Weg gegangen. Und danke, Jesus, dass du um mich eiferst. Danke für die Gnade. Auch wenn ich dich schon kenne, bin ich doch immer wieder, ja, nicht perfekt oder zweifle oder verstehe das noch nicht ganz, was es bedeutet. Aber du kommst mir entgegen, Jesus, immer wieder. Und diese Gnade nehme ich heute einmal mehr an in meinem Herzen. Ja, kraftvoll. Vielen Dank, Joel, für diese Übung. Ich denke auch wirklich, das innere Bild, die Fantasie, das ist etwas, das uns Gott gegeben hat, das wir brauchen können, um eben ganz konkret uns Sachen vorzustellen und dann aber auch wirklich was zu erleben. Hey, lass uns vom Kraft vom Kreuz sprechen. Das hat Leo super illustriert am Sonntag in einer Message und wir wollen da ganz kurz reinschauen. Die Kraft der Vergebung vom Kreuz. In unserem Leben, wenn sind wir ein bisschen unterwegs, wir schauen ein bisschen zu viel Fernsehen, ein bisschen Essstörungen, ein bisschen Lügen, oder? Und das sind so diese Flecken, die wir alle kennen. Das kennen wir alle, oder? Alle. Und jetzt haben Menschen, jetzt in vollem Ernst, das Gefühl, wenn ich dann Kinder habe, dann geht das Porno-Problem weg. Weil ich will ja nicht meinem Kind sagen, ich habe ein Problem. Und die haben wirklich das Gefühl, ich weiß nicht, was sie gefressen haben, das Gefühl, wenn ich dann Kinder habe, dann werde ich nicht mehr lügen, weil dann muss ich ja ein Vorbild werden. Hä? Wenn ich dann heirate, wenn ich heirate, alles vorbei. Weil meine Frau, die kann alles lesen. Sie ist ähnlich wie ein Engel. Kennst du das? Und irgendwann aus lauter Heirat, Kinder, merkst du, es wird noch schlimmer. Und irgendwann weißt du gar nicht mehr, wer war ich einmal? Und dann kommt Jesus in das Spiel. Und zwar, als Jesus an Ostern am Kreuz starb,
Und jeder, der wusste, es ist vollbracht, hat gemerkt, wenn ich mein Leben in diese Hände von Jesus Christus lege, alle meine Süchte, alle meine Nöte, alle meine Zweifel, alle meine Erlebnisse in meinem Leben, wo ich nicht mal mehr weiß, wer bin ich dann überhaupt noch? Es ist vollbracht, sagte Jesus. Wenn deine Sünden blutrot sind, ich wasche sie schneeweiß in deinem Leben. Egal wie fest rot, liebe Frauen und Männer, egal ein bisschen rot, extrem rot, scheißegal, sagt Jesus. Ostern bedeutet, was für die Welt von außen gleich aussah, ist ein Wunder für uns Christen. Nichts im Leben muss so bleiben, wie es einmal gewesen Die Kraft der ist. Vergebung so wunderbar illustriert. Und hier der Bibelvers dazu. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Paul, wie hast du die Kraft der Vergebung in deinem persönlichen Leben erlebt? Das Einwaschen. Schneeweiß. Ich habe, früher war ich jemand, ich war sehr, sehr ängstlich. Und das war auch etwas, was meine Schwester mir immer wieder gesagt hat: Paul, du bist ein Angsthase. Und das habe ich bis ins höhere Alter oder bis in meine Teenagerzeit, bis in meinem höheren Alter, immer wieder hatte ich wirklich Angst. Überall, wo ich bin, auch im Dunkeln. Ich hatte Angst, alleine zu schlafen. Ich musste teilweise mit Licht schlafen. Und ich überall, wo ich war, auch in einem Gebäude alleine, da konnte ich nicht alleine sein. Spannend. Da musste ich mich immer so schnell wie möglich hinaus bewegen. Und das Schöne ist, Gott zeigt einem das immer wieder auf. Und ich hatte was war es jetzt, etwa vor 3 Jahren, vor dem Einschlafen war ich alleine zu Hause. Und dann hat mir Gott einfach gesagt: Hey, und jetzt machst du kein Licht an, jetzt bin ich da in diesem Raum. Und ich hatte immer das Gefühl, jemand anderes ist in diesem Raum. Und Gott sagte: Jetzt bin ich in diesem Raum. Oh, wow. Und ich durfte da einen Moment erleben, wo ich einfach ohne Licht einschlafen konnte. Und dann bin ich in der Nacht aufgewacht, wollte das Licht anmachen. Und dann hatte ich wieder das Gefühl, Jesus schläft neben mir im Raum. Genau. Oh, wow. Und seit da merke ich, gehe ich mit einem tiefen Frieden ins Bett oder wo ich auch immer bin, kann ich mich immer wieder auf das Bild zurückgreifen, wo ich merke, Gott hat da irgendwie was von mir weggenommen. Und ja. Mega cool, super Geschichte, mega stark. Deine Geschichte interessiert mich auch. Ich möchte zuerst noch den Kolosser 2,14 vorlesen. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Joel, wo erlebst du das oder wo hast du das erlebt? Ich habe gemerkt, dass meine Programmierung war immer grundsätzlich, Fehler dürfen nicht passieren. Ich darf keine Fehler machen, darf keine Fehler haben. Und darum ist meine natürliche Reaktion immer auf Fehler ist wirklich, entweder ich strafe mich selber oder vernichte mich oder ich verliere meine Berechtigung, überhaupt da zu sein. Und das ist jetzt so ein bisschen rückschauend so ein bisschen analysiert, aber das hat wirklich darum, bekam ich als Teenager dann auch Suizidgedanken, auch später dann nochmal, also das hat wie Recht in meinem Leben bekommen, weil mein Denken nicht so geprägt ist, hey, ich bin gerecht oder mir ist vergeben worden, sondern ich habe gemerkt, hey, das musste Gott wirklich da in mein Leben sehen und da, hey, wenn Fehler passieren, dann bin ich trotzdem da und ich habe dich geschaffen, du bist wertvoll und du bist rein. Und das ist etwas schon, das hat wirklich die Kraft, hat mich da, ich kann mich erinnern an einem Tag wirklich, wo ich gebetet habe, Jesus, oder mein Vater hat mit mir gebetet, dass wir diese Suizidgedanken loswerden und seit da bin ich frei von dem, weil, und das hat wirklich den Ursprung darin, okay, mir ist wirklich vergeben. Und nun mein Denken, das kommt dann hinterher, dass ich das wirklich immer wieder mehr verstehe. Darum ist es für mich so wichtig, immer wieder da einzutauchen in diese Geschichte. Aber lass uns da reinbeten. Ich glaube, dass da können ganz viele, die jetzt zuschauen, auch wirklich, dass sie verstehen, von was du sprichst, wenn die Sünde einem anklagt. Und das leite uns da in einem Gebet, dass wir da...
wissen, dass die Kraft vom Kreuz stärker ist als die Sünde, die uns anklagt. Mhm. Jesus, sogar am Kreuz hast du gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus, sogar da hast du noch Vergebung ausgesprochen. Ja. Jesus, und ich spreche diese Vergebung jetzt in alle diese Herzen rein. Und wir stellen uns gemeinsam gegen all diese Anklage, die immer wieder hochkommen will. Gegen all diese Gedanken, die verurteilen, gegen all diese Gedanken, die auch dir immer wieder sagen, du darfst nicht sein. Du bist schmutzig. Du bist zu wenig. Es reicht nicht, was du gibst oder was du bist. Und wir entlarven euch als Lügen. Und wir stellen dieses Kreuz zwischen uns und alle diese Gedanken. Und ich stelle das jetzt wirklich in meinen Gedanken dahin, zwischen mich, mein Herz und diese Gedanken, die immer wieder kommen. Und ich selber, und mach das auch über deinem Herzen, ich proklamiere über meinem Herzen, mir ist vergeben, ich bin gerecht und rein und geliebt und wertvoll, weil Jesus für mich alles getragen hat. Amen. Amen. Und mehr braucht es auch nicht. Also wenn man das ausspricht, die Bibel sagt, wenn man mit dem Mund bekennt und es von Herzen meint, dann ist man gerettet, dann hat man diese Heilsgewissheit. Amen. Also wenn du dich auch immer wieder fragst, das hatte ich lange, dass ich nicht sicher war, ja, reicht es denn oder reicht es wirklich? Entspreche ich dem Maßstab, dass ich dann wirklich durch dieses schmale Nadelöhr komme, oder? Aber ich bin ja, weißt, diese Gedanken und du darfst getrost einfach auch diese Heilsgewissheit, also die Gewissheit, dass du einmal im Himmel sein wirst mit Jesus Christus. Wenn du das mitbetest und das von Herzen meinst, dann dürfen wir das auch einfach annehmen. Und ich weiß noch der Moment, als ich dann als 14-Jähriger in einem Adonia-Lager dann die Treppe, nach einem Aufruf die Treppe herunter lief und ich wusste, jetzt habe ich Heilsgewissheit. Jetzt weiß ich, ich bin gerettet. Wow. Und vorher muss ich das immer wieder wiederholen und bestätigen. Und bin doch auch für das, weil es gibt immer wieder, ich höre das immer wieder, es gibt viele Leute, die damit kämpfen. Weißt du, was mich auch berührt ist, Jesus hängt am Kreuz und rechts hat er einen Mörder. Ja. Der hat es verkackt, bis dahin hat er es nur verkackt und dann hängt am Kreuz. Und ein Satz von diesem Mörder reicht. Und Jesus sagt, und noch heute wirst du mit mir im Himmelreich sein. Der hatte keine Zeit mehr, um Großbuße zu tun und sich zu entschuldigen und da Sündenliste und Get Free Weekend. Der hat nur einen Satz gesagt und es hat gereicht. Und das zeigt mir einfach wieder auch, wie Jesus tickt und ich möchte dir zusprechen. Wenn du bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist, und das kannst du jetzt machen, Jesus, du bist mein Herr, du bist mein Retter, du vergibst mir die Sünden. Und du meinst es von ganzem Herzen, dann bist du gerettet. Und dein Name ist im Buch vom ewigen Leben eingetragen. Und du darfst und du kannst und ich möchte es zusprechen, die Heilsgewissheit haben. Und die wird nicht mehr ausradiert und vertilgt werden im Namen Jesus. Amen. 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 Paul, und du betest noch für das, was du erzählt hast, deine Geschichte mit dem Alleinsein. Ja, genau. Ich habe gemerkt, für mich ist es wie gewesen, ich darf die Strategie des Feindes sozusagen aufdecken und dann die Strategie Gottes entgegennehmen Super. mit dieser Angst, weil ich wusste, die Angst, das ist der Feind, der das immer wieder in mein Leben hineinsehen will. Und je mehr ich dann mit dieser Angst lebe, dann irgendwann mal falle ich in die Sünde. Amen. Und ich wusste, ich will das entmachten und wirklich Gottes Kraft zu mir nehmen und dann wirklich eine neue Strategie entwickeln. Und ich kann heute sagen, ich habe eigentlich fast keine Angst mehr. Jedes Mal, wenn ich merke, der Feind kommt, dann kann ich die Angst wegweisen. Und für dich will ich genau für das beten, dass du die Strategie des Feindes, ob das jetzt Angst ist oder irgend sonst ein Thema ist, erkennst und dann die wirklich die Strategie entwaffnen kannst. Genau. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich am Kreuz bezahlt hast für uns. Danke, dass du wirklich nimmst, was der Feind zu seinen Gunsten gegen uns verwendet hat. Du nimmst das und du hilfst uns, die Strategie des Feindes zu erkennen.
Danke, Jesus, dass alles, was im Dunkeln ist, ans Licht kommt. Auch da, wo wir uns nicht getrauen, das jemandem zu erzählen. Danke, dass wir das wirklich ans Licht bringen können und dass du die Kraft einfach entmachtest, Jesus, am Kreuz. Amen. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Er ist ein neuer Mensch. Es It's a fact. es Amen. ist so, ja. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Also unglaublich kraftvoll. Ja. Hey, dann haben wir am Sonntag darüber gesprochen, dass es auch eine Strategie braucht, um dann wirklich in diese Freiheit reinzuwachsen, oder? Und da auch frei zu bleiben. Und mich würde interessieren, was euch da anspricht. Der Leo hat von 4 Punkten gesprochen. Zuerst erkennen, dann stoppen, dann bitten und dann neu handeln. Also zuerst erkennen, oder? Zu wissen, ich bin in diesem Punkt frei geworden, und dann für mich ist es auch eine gewisse Dringlichkeit, eine Ernsthaftigkeit. Ernsthaftigkeit ist das Wort, dass wir frei werden wollen. Wenn du ein Muster hast, wenn du eine Sucht hast, um dann frei zu bleiben, musst du eine Ernsthaftigkeit an den Tag legen. Das dürfen wir dann schon auch noch bringen, oder? So, das ist der erste Punkt, das Erkennen, ja, ich habe in diesem Bereich vielleicht ein Stolperstein, den ich allenfalls wieder drüber stolpern könnte, oder? Und dann lege ich eine Ernsthaftigkeit an den Tag. Joel. Eben, ich glaube, oder so oft habe ich auch erlebt, dass, wenn ich ehrlich mit mir selber bin und merke, hey, vielleicht fehlt mir diese Ernsthaftigkeit, dass ich Gott involviere da rein. Gott, zum Beispiel gerade im Thema Gott, es ist für mich so manchmal mühsam, ich weiß nicht, wie ich jeden Morgen aufstehen soll und die Bibel lesen, und aber weder Gott, meine Ernsthaftigkeit ist noch nicht da, und Gott sagte, ich schenke auch den Willen, und da lieber ehrlich sein als fromm. Ja. Lieber ehrlich sein und sagen, Gott, ich merke, eigentlich will ich gar nicht aufhören mit dem, weil es fühlt sich so gut an. Und ich, in aller Demut, ich sehe, ich habe offensichtlich noch nicht den Blick, den du hast, dann gib mir den Blick. Ich sage immer, Jesus, du vollbringst das Wollen, das ich will, Ja. und du verbringst auch Das das Vollbringen. Ja. Oder? Also das macht auch er. Wir belassen es bei dem, und dann beim Stoppen, also wenn jetzt die Angst wiederkommt, die Strategie, wir sind in der Strategie, wie wir frei bleiben können, und dann, wenn die Angst wiederkommt, dann sagst du Stopp. Ich sage Stopp und versuche dann das Gegenteil auszusprechen. Ja. Und das Gegenteil hervorzubringen. Wenn die Angst kommt, dann ist Mut ist da, dann ist die Gelassenheit. Ich bin ein Sohn, und bei mir ist es wie eine neue Sprache zu lernen. Es heißt ja in der Bibel, wir haben einen neuen Geist und ein verändertes Denken. Und oftmals habe ich den neuen Geist angenommen, aber mein Denken wurde noch nicht verändert. Und da ist es, ja, da darf ich wie in einen Sprachkurs gehen, eine Auszeit nehmen, in ein Auslandssemester innerlich, wo ich einfach sage, okay, für diese Zeit jetzt versuche ich immer und immer und immer wieder das neu zu leben. Was ich liebe, Jesus hat das ja eigentlich gesagt, du musst von Neuem wiedergeboren sein. Und ich habe jetzt meine Tochter, die seit 2 Jahren da ist, und die lernt jetzt eigentlich Mensch sein. Und wenn wir Christ sind, dann sind wir gestorben. Oh. Und dann lernen wir wieder Christ sein in allen Facetten. Und ich glaube, vorher haben wir das, wie gewisse Sachen hat uns die Welt geteacht. Die einen Sachen sind gut, die anderen Sachen führen uns immer wieder in die Sünde. Und da habe ich wie für mich gelernt, ich muss immer wieder gewollt sein, Neues zu lernen, neue Sprache, wie auch immer, neues Denken. Und das ist ein Weg, den wir lebenslang gehen. Also Paul, du fasst diese Strategie, hast du in diesem Bild von deiner Tochter, hast du es so wunderbar zusammengefasst. Wir belassen es bei dem, du bringst es auf den Punkt, das können wir uns alle merken. Joel, willst du uns noch segnen zum Abschluss? Die Zeit ist leider schon dass du uns einfach segnest, dass wir in diesem neuen Schritte gehen können. Yes. Jesus, ich danke dir für alles, was du getan hast am Kreuz an Ostern. Und
wir legen dir unser Leben hin und nimm uns mit rein in diese ganze Freiheit, Jesus. Du hast uns berufen zur Freiheit, darum segne ich dich, dass der Heilige Geist jetzt anfängt oder dich weiternimmt in dem drin, dass er dir Offenbarung schenkt von dem, wer Jesus ist und dass er dir Offenbarung schenkt, wie du Schritt für Schritt in diese Freiheit kommen kannst. Und ich segne dich, dass auch alles, was du an diesen Ostern erlebt und erkannt hast, Frucht bringen kann in deinem Alltag drin. Amen. Amen. Hey, vielen Dank euch. Das war so kraftvoll. Ich hoffe, es hat dir gedient. Wir segnen dich und wir verabschieden uns vom Talk and Prayer und wir sehen uns bald. Tschüss zusammen. Goodbye.